Guten Morgen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich bin im Fall voll stolz auf mich, dass ich immer noch so voll im Game bin, dass ich das so voll regelmäßig noch mache. Weil irgendwie bei YouTube habe ich es auch relativ lang geschafft, dass ich es immer am Sonntag aufgeladen habe, seit ich YouTube mache, seit 2018 im Februar. Und irgendwann so nach dem Gymi ist mir dann so ein bisschen schwerer gefallen, um so wirklich regelmäßig machen, dass es wirklich immer pünktlich online kommt. Ich muss sagen, ich probiere es jetzt zwar schon wieder, dass es wirklich eigentlich immer am Sonntag ein Video online kommt. Jetzt die letzten 2 Mal ist es am Montag gekommen. I'm so sorry. Aber immerhin ist es regelmäßig, okay. Aber ja, nein, ich freue mich eigentlich, wieder so eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil ich müsst wissen, irgendwie, ich bin so da in Montreux, also eigentlich in Aigle. Also für die es nicht wissen, oh mein Gott, hören die den Ton? Ich weiß nicht. Es gibt auch so mega weirde Geräusche da in dem Studio, also in dieser Residenz da, von meinen Nachbarn, wo ich nicht genau weiss, was da genau passiert. Es fühlt sich an, als würde ich einen fetten Schrank aufbauen. We don't know. Aber ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass ich irgendwie halt obviously so ein bisschen lonely da bin. Also nicht lonely, aber so ein bisschen, ja, nicht in meinem gewohnten Umfeld, whatever. Und darum bin ich eigentlich ab und zu ganz froh, wenn ich so ein bisschen mit Leuten telefonieren kann oder ja, einfach Snaps kann schicken oder jetzt wie da mit euch so ein bisschen tagen. Ich merke, mir tut das sehr gut. Einfach so ein bisschen erzählen und so ein bisschen ein Austausch ist es jetzt nicht wirklich, weil es ist voll einseitig. Ich rede da euch einfach voll, aber ist auch schön. Ein paar haben übrigens geschrieben, dass sie es voll nice finden, weil es fühlt sich wirklich so ein bisschen an, als würde es eine Sprachaufnahme von mir hören. Und ich fühle das richtig, ich finde das richtig nice. So habe ich es eigentlich so ein bisschen den Vibe von wie so eine Memo. Aber ja, nein, ich muss sagen, heute im Fall gibt es so ein bisschen einen spontanen Podcast, weil ich muss sagen, ich bin jetzt schon den ganzen Tag mega am Überlegen gewesen, so, was sollte ich heute für ein Thema machen. Ja, also ich habe euch auch auf Instagram gefragt, was wollt ihr für Themen haben. Und ich habe alles so ein bisschen durchgelesen und irgendwie, es hat mega nice Sachen dabei gehabt. Ich war mir so gewesen, boah, ja, aber ich muss mir jetzt voll ansitzen und mir so ein bisschen Gedanken machen, was ich da jetzt mega erzählen will. Und eigentlich finde ich so die Podcast ist das Mehrzahl, am nicesten, wo man einfach wirklich so ein bisschen erzählt, was einem gerade beschäftigt, was einem gerade so ein bisschen im Kopf umschwirrt und einfach so ein bisschen, ich glaube, da kommt man dann mal so ein bisschen auf einen viel tiefgründigeren, auf eine tiefgründigere Ebene, als ja, wenn jetzt einfach da irgendwie so ein paar Stichpunkte zusammenkratzen. Also ja, es ist sicher auch ein nicer Podcast geworden. Heute wird es so ein bisschen einen Podcast geben, wo ich mir einfach gedacht habe, hey, ich will jetzt heute einfach mal so ein bisschen wie in einer Memo auf meine Kolleginnen einfach so ein bisschen labern, was beschäftigt mich momentan. Weil ich glaube, es gibt also mehrere Sachen, die mich beschäftigen, aber die auch so ein bisschen neu sind. Es gibt einfach ein paar Lebensupdates, ein paar nice, ein paar ja, es sind weniger nice, aber einfach so ein bisschen, ja. Und darum würde ich sagen, wir haben, glaube ich, recht viel zu bereden in diesem Podcast. Aber ja, we're gonna see. Ja, es ist, by the way, auch genau 1 ab 1 in der Nacht. Ich habe mal Schule. Es ist jetzt ein hoher Pain, Alter. Das ist jetzt meine 2. Woche ja da im Sprachaufenthalt. Und letzte Woche hatte ich eben am Morgen Schule gehabt, immer so bis um 2 oder so. Und das war voll nice, weil dann ich so mit Social Media Zeug halt literally einfach so am Nachmittag machen und irgendwie ist so meine Tagesstruktur ist hure gut aufgegangen. Und jetzt, diese Woche habe ich halt so am Nachmittag Schule und es ist so pain, weil ich habe vom 1 bis am 5:45 Schule und das ist halt übel pain. Also ich lade immer in der Schule alle meine TikToks auf und am Morgen vor der Schule drehe ich sie halt. Und ja, also ich bin lieber ein Mensch, der, ja, keine Ahnung, irgendwie zuerst alles so, also nein, eigentlich bin ich überhaupt nicht so ein Mensch, was laber ich. Aber ich hatte es irgendwie lieber letzte Woche, wo ich am Morgen einfach Schule hatte, heimgekommen bin und dann so mein Stuff machen. Und jetzt ist es so wie, keine Ahnung, irgendwie, es fühlt sich weird an, am Morgen TikToks drehen und nachher in die Schule gehen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, und jetzt muss ich mich auch wie selber ankrempeln, um wirklich früh aufzustehen. Und vorher habe ich aber in dem Sinne müssen wegen der Schule. Ja, dann tue ich halt lieber ab und zu einfach ein bisschen länger schlafen, aber dann habe ich ein bisschen weniger Zeit, um meine Sachen zu machen und dann komme ich absolut in Stress am Abend. Egal, ja, das ist eigentlich so ein bisschen das Ding, wo hure schwierig ist, so mit dem Sprachaufenthalt irgendwie so alles unter einen Hut zu bekommen. Ich weiß nicht. So, also für die, die es vielleicht nicht wissen, ich bin ja eigentlich selbstständig mit Social Media seit ich aus dem Gymi bin. Also seit
ist Juli 2021. Genau, seitdem mache ich Vollzeit Social Media. Heisst YouTube, TikTok und Instagram. Vorher habe ich noch beim SRF Teilzeit gearbeitet, das ist jetzt aber seit Dezember nicht mehr. Ja, so schnell eine kurze Zusammenfassung von meinem Leben. Geil. Ich weiss aber gar nicht, ich kann voll nicht einschätzen, die meinen Podcast hören, wie gut ihr zum Beispiel mich kennt oder wie viel das ihr schon wisst oder ob ich das jetzt, was ich gerade erzählt habe, absolute unnötige Information ist, weil es alle schon wissen, aber ich kann es halt nicht einschätzen. Weil ich kann mir so vorstellen, eigentlich hört man doch einen Podcast von jemandem nur, wenn man sich wirklich für eine Person so interessiert. Also, keine Ahnung, ist bei mir vielleicht damals so ein bisschen so. Ja, aber es kann natürlich auch gut sein, dass ihr vielleicht mich einfach von TikTok kennt und dort erzähle ich so ein bisschen, ja, meine Live-Update-Sachen vielleicht weniger, sage ich mal, sondern dort lade ich mir so ein bisschen random Videos auf, würde ich sagen. Aber ja, für das ist der Podcast so ein bisschen da, um mehr über mich zu erfahren. Genau, und heute geht es ja absolut in die tiefe Materie. Also heute erzähle ich wirklich so ein bisschen, was mich momentan so beschäftigt, was in meinem Kopf rumgeht und so. Und das ist eben so ein bisschen ein Punkt, dass ich es wie vorher, als ich selbstständig war, ist es irgendwie gerade noch so gut gegangen. Also wie, ja, ist auch von der Zeit her einfach gerade gut gegangen, dass ich es voll gut managen kann mit Arbeiten und gleichzeitig so ein bisschen, ja, Zeit einplanen für Freizeit, sag ich mal. So mit Friends was unternehmen, mit meinem Freund und einfach so ein bisschen Me-Time. Und Dinge, da ist das jetzt wirklich so ein bisschen schwieriger, weil jetzt kommt halt obviously noch Schule dazu. Plus, es ist halt viel, viel schwieriger, wenn du halt nicht daheim bist. Also, ja, ich weiß nicht, jetzt geht zum Beispiel so mit, ich weiß nicht, so Kooperationen und all dem ist halt teilweise so viel einfacher, das daheim aufzunehmen und zu wissen, so, gut, ich nehme mir jetzt einen Tag Zeit, um mir ein Konzept zu machen und alles überlegen und das ganze Filmen und Schneiden und so. Und das ist teilweise schon ein grösserer Prozess. Ich glaube, in der Aussicht kommen das vielleicht halt gar nicht so mit, weil es gibt halt noch sehr viele Sachen im Selbstständigsein, die im Hintergrund ablaufen. Ich glaube, viele haben so ein bisschen das Bild von «Ah ja, easy, machst du auch so 2, 3 TikToks am Tag und der Rest kannst du chillen.» Schön wär's. Also ja, klar gibt es auch mal so Tage, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, ja, das wäre vielleicht auch mal spannend, so einen Podcast machen über Selbstständigkeit. Ich glaube, oder allgemein vielleicht über, ich sag mal, den Job-Influencer. Ja, nein, ich hasse eigentlich den Begriff. Ich finde es viel nicer, irgendwie so Content Creator. So, weil irgendwie, ich bin nicht ein Beeinflusser, also klar bin ich vielleicht für die einen Leute so ein bisschen, ich sag mal, boah, das sind das arrogant, so ein Vorbild, ich weiß nicht. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine. So ein bisschen, ja, einfach so ein kleines Idol. So ein bisschen, und in dem Sinn beeinflussen ist ein beschissenes Wort. Ja, ich bezeichne mich lieber als Content Creator. Ich mache Content. Voll. Und ja, jetzt bin ich auch wieder voll abgeschweift. Eigentlich kann ich sagen, fände ich das spannend, wenn ich mal so ein bisschen mehr über den Job reden oder allgemein vielleicht auch, wie das so ist, Influencer sein, weil ich mag mich noch mega gut daran erinnern, was ich so ein bisschen für ein Bild hatte, wo ich das selber noch nicht gemacht habe und irgendwie, seit du das selber machst, merkst du plötzlich so, okay, crazy, weißt du, so ein bisschen, hast du so voll das andere Bild oder mal voll die andere Sichtweise und ich muss sagen, gerade ich habe vorher halt auch immer so gedacht, chillig, alle Influencer, gehst voll viel reisen, geniessest nur dein Leben. Also ja, natürlich bin ich auch voll privilegiert. Ich habe kein Deutsch mehr. Gut. Nein, privilegiert. Hä? Das klingt doch falsch. Privilegiert? Scheißegal. Gymnasialschülerin EFZ bin ich, Mann. Nein, so, ich habe auf jeden Fall viele Vorteile, aber auch viele Nachteile. Aber ja, eben, wie gesagt, jetzt, gerade so, als ich selbstständig war, ist es irgendwie gut gegangen, mit alles unter einen Hut zu bekommen. Und jetzt, seit ich da bin, ist es halt verdammt schwierig. Eben, zum einen, weil ich Schule habe und zum anderen halt auch, weil irgendwie alles anders ist. Also, halt mein Umfeld ist neu. Ja, das war eigentlich schon der Punkt gewesen. So, es sind so viele Eindrücke am Tag, wo dich irgendwie so beschäftigen und wo ich selber merke, wie ich brauche mega auch die Zeit für mich, wo ich den ganzen Tag muss verarbeiten, weil einfach so viele Sachen neu sind und passieren und ich weiß auch nicht, es ist halt wie eine neue Routine im Leben, so ein neuer Alltag, wo man hier nicht zuerst mal darauf klarkommen muss, was sich alles geändert hat. Und ich merke zum Beispiel jetzt gerade heute nur so, heute war so ein Tag irgendwie, ich weiß nicht, wo sich alles so ein bisschen angestaut hat. Also ich weiß nicht, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der eigentlich sehr viel
ja, wie sagt man, Redebedarf hat, also wo nicht alles in sich kann reinfressen kann, sondern wenn mich etwas beschäftigt, dann muss ich mit jemandem darüber reden. Und ja, wenn ich mit niemandem darüber reden kann, dann schreibe ich entweder ein Tagebuch oder, das habe ich glaube ich noch nie irgendwo gesagt, ich weiß nicht, ob das weird ist. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich, ich finde es voll nice. Mache ich so Videos auf meinem Handy, wo ich mit mir selber rede. Ich weiß nicht, aber es ist wie Tagebuch schreiben, aber manchmal schießt mit Tagebuch schreiben auch an, weil so irgendwann deine Hand weh macht vom Schreiben und es geht so, ich weiß nicht, ich denke dann so schnell und ich komme nicht nach mit Schreiben und das ist mega Pain. Und wenn ich einfach Videos aufnehme, wo ich es mir selber erzähle, was mich gerade beschäftigt, dann ist das wie so ein bisschen Eigentherapie. Ich glaube, eigentlich ist es voll etwas Gutes. So, und du kannst dann wie plötzlich selber reflektieren, weil wenn du es mal aussprichst, kannst du ganz anders reflektieren, als wenn es einfach in deinem Kopf hinein ist. So. Und bei mir ist allgemein, wenn es mal so draussen ist, dann ist so der ganze Dampf irgendwie auch draussen. Und ich habe es eben, wie gesagt, heute so ein bisschen gehabt, dass irgendwie, ja, heute war irgendwie so ein Tag, wo eigentlich kein schlechter Tag, aber es sind so viele Kleinigkeiten gewesen, die irgendwie so ein bisschen sich angestaut haben. Also eben zum einen muss ich so ein bisschen sagen, ich habe jetzt im letzten Podcast eigentlich gesagt, dass ich mich mega wohlfühle, um so ein bisschen allein zu sein und so. Und das ist eigentlich auch so. Aber gerade irgendwie heute und gestern, und ich bin jetzt übrigens am Wochenende ja auch daheim gewesen, ja, kommt das Heimweh schon langsam so ein bisschen. Also jetzt nicht mega krasses Heimweh, weil ich weiss, ich kann am Wochenende wieder heimgehen. Aber ich vermisse gleich so ein bisschen meinen Alltag, der vorher war. Und so ein bisschen, ja, zum Beispiel ich habe eine Kollegin, die ich mega oft in die Bibliothek gehen in Zürich und wir zusammen hustlen gehen. Und wie, also sie ist am Studieren und sie macht dann ihr Zeug und ich mache mein Social Media Zeug und dann wir zusammen so ein bisschen in der Bibliothek arbeiten und sind produktiv und gleichzeitig kannst du noch so ein bisschen socialisen und vom ganzen Leben erzählen und zum Beispiel so Sachen die mir übel gut und ich merke zum Beispiel, dass ich gerade das mega vermisse, so ein bisschen mit Leuten eben über den Alltag reden, über die Sachen, die einem gerade beschäftigen, reden. Und klar kann ich telefonieren, aber es ist halt manchmal gleich nicht das Gleiche. So. Also ich telefoniere jeden Tag mit dem Can, aber es ist gleich, manchmal brauchst du doch einfach das, so den direkten Kontakt. So. Einfach in den Arm genommen werden oder whatever. Ja, irgendwie halt, wenn ich da bin, dann sehe ich halt schon Leute, die ich jetzt so ein bisschen kennengelernt habe, aber es ist ja gleich irgendwie so ein bisschen oberflächlich. Also du hast ja gleich nur das im Alltag und du fängst dann von deinen Problemen an zu erzählen vom Leben, sagen wir es so. Und das habe ich heute gerade wie besonders so ein bisschen gemerkt, dass ich irgendwie so ein bisschen, dass mir das ein bisschen fehlt. Und plus, oh mein Gott, Alter, heute ist mir wirklich so etwas passiert, wo man so denkt, Alter, nein, das kann nur mir passieren. Ich bin so, also für die Mondköchli kennen, es gibt gerade am See gibt's so eine Statue, so eine sehr bekannte Statue, die heißt Freddie Mercury. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig ausgesprochen. Aber auf jeden Fall der Freddie. So eine ganz bekannte Statue. Ist ja egal. Auf jeden Fall hinten dran, bei dieser Statue hat es so wie so eine Stege. Also es ist so ein bisschen wie eine, ja, wie so ein Podest, könnt ihr euch vorstellen, mit so 3 Stegen tritt. Und das ist mein absoluter Favorite-Platz. Seit ich auch letztes Jahr, seit ich im Mond war, das war immer so mein Favorite-Platz, weil du hast gerade so den Ausblick zum See und es ist einfach schön dort, okay? Und ich wollte heute so dorthin gehen, habe so ein Sandwich im Subway gekauft, dachte, boah, jetzt mache ich einen chilligen Mittag, hocke dort her, höre einen Podcast. Boah, ich liebe es, den Podcast zu hören. Ja, und chill einfach so ein bisschen mein Leben. Dann möchte ich, oh, es war verdammt unangenehm, dann möchte ich dort aufsteigen, die Stegentritt. Also ich muss mir vorstellen, es ist nicht so wie eine Stege, sondern es sind so wie so grosse Tritte. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. So grosse Tritte, wo man halt so auf der Tritte auch sitzen kann. Ja, ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall wollte ich dort aufsteigen und ich weiß nicht, warum. Aber ich habe auf jeden Fall den Tritt nicht verwünscht. Und ich bin voll vorne rausgefallen. Und ich habe sich gedacht, ja easy, alles gut. Eine Frau hat noch so gesagt, oui, ça va. Und ich so, oui, ça va bien, merci. Ja, bin dann angesessen und ich merke so, oh, okay, es tut gleich ganz weh. Ich schaue zuerst so meinen Daumen an. Ich habe das Pflasterchen da, für die das Video schauen. Wo man sehen wir es da? Da. Schau so meinen Finger an. Sorry, kurz Trigger Warning. Der halbe Finger ist einfach so auf der Seite. War nice, der mega gruselig. Ich hoffe, ich finde es jetzt nicht hässlich, aber so ein bisschen ein Hautstück abgehakt. Alle mega. Schon gedacht, oh, okay. Das Knie auch so ein bisschen. Oh, okay. Dann schaue ich mein Handy an, Bro. Ich habe ein Panzerglas, okay? Das hat bis jetzt mein Leben immer gesaved. Aber heute ist es genau auf der Ecke gefallen. Heute hat mal das Panzerglas nicht mein Handy gesaved. Und ich habe mir wirklich so gedacht, Bro, nein, muss jetzt nicht sein. Muss jetzt echt nicht sein.
Aber ja, das war die Geschichte von heute gewesen. Sad. Und ja, das hat sich, ja, auf jeden Fall haben sich heute so ein bisschen mehrere Sachen so ein bisschen angestaut. Und dann habe ich da eben mit dem Can telefoniert und ich habe wie gemerkt, oh mein Gott, kennt ihr das, wenn ihr so den ganzen Tag so ein bisschen, immer so ein bisschen Sachen reinfressen und dann redet das erste Mal so mit einer Person, wo ihr halt wirklich vertraut sind und so und es geht auf einmal so die ganze Last von der Schulter ab. Und ich habe straight angefangen zu heulen und ich weiß nicht warum. Ich bin ja gar nicht traurig gewesen, oder es ist jetzt nicht wirklich etwas Schlimmes passiert oder irgendwie so, aber es ist einfach so ein bisschen, der ganze Dampf habe ich so einfach ablassen. Darum geht es mir jetzt wieder viel besser, alles gut und voll. Aber ich merke, dass ich voll der Mensch bin, der gar nicht immer brüllt, wenn ich mega traurig bin, sondern einfach, wenn ich so wie, ja eben, ja ich sage wie der Dampf immer der Dampf immer rein. Einfach so, wenn ich den Dampf muss abladen. Oder auch zum Beispiel, ich heule eigentlich mega oft. Ich heule auch zum Beispiel, wenn ich hässig bin. Oh mein Gott, wenn ich hässig bin, dann das Erste, was passiert, ich komme einfach so mal einen Klotz im Hals, weil das ist so ein Pain. Und gerade zum Beispiel, wenn ich irgendwie, kann ich zum Beispiel, wenn der Can und ich mal streiten oder so, dann ist es manchmal mega mühsam, weil dann können wir nicht in Ruhe diskutieren, sondern zuerst mal kommt so ein fetter Klotz in meinem Hals, wo ich einfach nichts mehr reden kann, wo ich mir einfach so denke, Bro, nein, ich will jetzt auch reden. Und der Can merkt dann halt sofort, dass ich dann anfange zu brüllen. Und es ist auch manchmal für ihn dann doof, weil er so denkt, wir sind doch jetzt gerade am etwas, weißt, wie ausdiskutieren. Und es ist irgendwie voll der falsche Moment, wenn ich so wie anfange zu heulen, weil ich möchte mich ja selber auch nicht in die Opferrolle stellen und dass er dann wie so quasi muss seine Position nachgeben, weil ich muss trösten kommen, wenn er wisst, was ich meine. Aber ja, mittlerweile haben wir das schon gut gekriegt. Ich glaube, er weiss mittlerweile, dass ich sehr, sehr, sehr oft brülle. Und eben gar nicht unbedingt, weil ich traurig bin, sondern einfach eben, weil ich mal Dampf muss abladen, weil ich hässig bin. Oder auch bei Filmen, Alter, ich heule bei jedem Film. Ich heule bei jedem Disney-Film, ganz schlimm. Ja, und das ist auch das, was mich heute beschäftigt hat. Genau, was ich vielleicht... Oh mein Gott, das habe ich gar noch nicht erzählt. Es gibt noch ein anderes crazy Lebensupdate. Seit langem mal wieder ein crazy Lebensupdate. Oh mein Gott. Ich glaube, ich kann das fast nicht sagen. Ich habe es ja letzte Woche im Podcast schon angeteased. Ich glaube, die einen haben es ja schon mitbekommen. Ich habe ein YouTube-Video schon gemacht. Und zwar habe ich eine Rückmeldung bekommen von der ZHDK, von meinem Studiengang, dass ich angenommen worden bin. Oh mein Gott. Ja, crazy. Bro, ich fange an studieren im September und ich check's im Fall selber gar noch nicht. Also, ich check's wirklich, ich habe es voll noch nicht realisiert. Ich glaube, ich werde es erst realisieren, wenn ich wirklich dann anfange. Und das wird so eine grosse Lebensumstellung, weil ich bin jetzt eben 2 Jahre selbstständig gewesen und habe in dem Sinn ja, ich habe keinen Chef gehabt, ich habe keinen Lehrer gehabt, ich habe meine Arbeitszeit selber einteilen. Also entweder, es hat einmal Tage, wo ich am 10 Uhr morgens aufgestanden bin, dafür bis am 3 Uhr der Nacht gearbeitet habe. So. Und das wird halt jetzt auch wieder anders sein. Also es wird sich sehr, sehr viel verändern. Und ich habe jetzt nur schon ein bisschen Angst, weil ich nur schon, wenn ich jetzt da im Sprachaufenthalt bin und ja nur entweder am Morgen oder nur am Nachmittag Schule habe, dass es schwierig ist, zum Social Media nebenbei machen, Vollzeit. Wie wird es im Studium sein, Freunde? Wo ein Vollzeitstudium ist, by the way. Also das muss ich irgendwie nachher bekommen. Aber ich habe es im Gimmi ja auch irgendwie geschafft. Gut, ich muss sagen, ich habe dort noch keinen TikTok gemacht, keinen Podcast gemacht und Instagram auch nicht wirklich. Ich habe dort einfach ein YouTube-Video in der Woche hochgeladen. Ein YouTube-Video in der Woche, kann ich mir sagen. Ja, aber ey, wir werden schauen, irgendwie schaffe ich das. Außerdem ist das Studium, ja, vielleicht kann ich auch noch ein bisschen dazu erzählen. Es hat mich mega viel gefragt, ja, was willst du überhaupt studieren, was ist das genau und bla bla bla. Darum kurz die Zusammenfassung. Also, ich habe mich ja an der ZHDK beworben. Das ist die Abkürzung von Zürcher Hochschule der Künste. Das ist eine Kunstschule. Und das Ding ist, dass dort nicht einfach eine Matur lange zum Reinkommen. Leider. Für was habe ich meine Drecksmatur gemacht? Alle? Doch, ich kann sie ja schon brauchen. Sondern du brauchst so ein bisschen mehr. Also du musst dich wirklich bewerben dort. Also ich habe für meinen Studiengang zuerst mal mich anmelden, indem ich ein Motivationsschreiben mache und einen Steckbrief. Nein, nicht einen Steckbrief, einen Lebensablauf. Voll. Und nachher ist das approved worden. Der zweite Schritt war ein Portfolio. Plus ein Projekt, also eine Hausaufgabe. Also sie haben ein Thema gegeben, wo ich ein Projekt dazu machen musste. Und das war so mega viel Arbeit. Ich habe eine ganze Webseite gemacht. Das war crazy.
Und dort bin ich auch approved worden. Und nachher gibt es noch eine schriftliche Prüfung, die 3 Stunden gegangen ist, plus eine mündliche Prüfung, die 4 Stunden gegangen ist, also ein Bewerbungsgespräch. Und ja, das habe ich jetzt auch bestanden. Und es sind jetzt 14 Leute angenommen worden, von keine Ahnung, wie viele sich beworben haben am Anfang. Aber das ist crazy, das ist echt crazy. Ja, habe ich mich mega, mega gefreut. Und eben der Studiengang heisst CAST, Audio-Visual Media. Er ist unter Design und geht grundsätzlich so ein bisschen um in die Richtung Medien, auch Social Media, und du lernst dort mega viele Sachen. Also es ist so ein bisschen für die Richtung von Medienhäusern, aber auch Radio und Fernsehen und ja, so ein bisschen all das. Und ja, du lernst dort Sachen eben wie man animiert, Storytelling, aber eben auch so, keine Ahnung, wie man Leute interviewt, also alles Mögliche, so ein bisschen, was mit Medien zu tun hat. So ein bisschen, ja, und darum, ich glaube, eigentlich voll mein Ding. Und es ist halt auch wirklich mehr praktisch, ja, der Fokus ist mehr auf dem Praktischen als auf dem Theoretischen. Und das ist mir halt auch so wichtig gewesen, weil ich mir nach dem Gymnasium so nicht vorstellen jetzt irgendwie studieren und alle halbe Jahr irgendeine Prüfung haben und weiss auch nicht, die ganze Zeit lernen. Also habe ich mich echt gar nicht gesehen. Und das ist jetzt echt so etwas, was ich gefunden habe. Erstens, 100% entspricht es meinen Interessen. Plus es ist auch noch etwas Praktisches. Also ich werde keine Prüfung haben, sondern ich will wie so ein Modul haben, wo ich jeweils immer ein Projekt machen werde und das wird dann bewertet. Also wirklich voll perfekt. Und ja, ich muss echt so ein bisschen sagen, es ist so ein bisschen, wie so ein bisschen Schicksal. Ich weiß nicht, es hat so viele Punkte gegeben, wo ich mehrmals so war, oha, crazy, was ein Zufall. Ja, keine Ahnung. Also zum Beispiel nur schon so die Voraussetzungen, die am besten sind, dass man dort reinpasst, ist eben zum Beispiel, kann ich, dass man das Gymi mit dem Profil BG gemacht, dass man das gemacht hat. Ich schon so, oha, genau das habe ich gemacht. Also wie alles, was ich in meinem Leben jetzt schon gemacht habe, auch zum Beispiel meine Selbstständigkeit, habe ich, und auch, dass ich beim SRF gearbeitet habe, habe ich genau brauchen für den Studiengang. Also hätte ich wie unterbewusst mein ganzes Leben schon geplant, dass ich den Studiengang machen würde. Also wirklich alles in meinem Lebenslauf hat sich so perfekt auf das, wie sagen wir, ja, passt so ein bisschen. Aber ja, ich habe ja nicht gewusst, dass es einen Studiengang gibt. Das habe ich jetzt erst seit dem Sommer gewusst. Und der Can hat mir den so ein bisschen gezeigt. Ich habe den davon nicht gekannt. Genau. Und jetzt fange ich im September an zu studieren und es wird richtig, richtig crazy, weil ich kann mir es irgendwie selber noch nicht vorstellen, dass ich studieren werde. Und ich muss sagen, ich habe halt wirklich so ein bisschen Angst, wie es wird sein, mit alles unter einen Hut bekommen, aber ich hoffe wirklich, dass ich das irgendwie schaffe. Und eben nur schon, wenn ich dort Sachen lerne mit Social Media, könnte man es ja irgendwie auch verbinden. Also es könnte ja auch sein, dass dann vielleicht mega geile Projekte dann werden auf meinem YouTube-Kanal kommen. We don't know, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich muss mich halt dann wirklich zuerst mal so einleben und schauen, wie das Ganze wird. Und ich freue mich eigentlich mega. Also ich glaube, das wird mega cool. Mal einfach so eine neue Welt. Und zum Beispiel bei mir ist halt gerade so ein das Ding, ich habe zwar schon mega, mega viel Erfahrung so mit Social Media, aber halt, ja, so Erfahrung, die ich mir selber beigebracht habe, sage ich mal. Also zum Beispiel so Videoschneiden. Ich bin ja nie in einen Kurs gegangen, wo mir das eben beigebracht hat, sondern ich habe mir das alles selber beigebracht, mit selber herausfinden, mit YouTube-Tutorials. Der Can hat mir auch viel beigebracht. Also wie, es war nie so gewesen, dass ich das theoretisch wirklich so beigebracht, dass mir das beigebracht wurde ist, oder auch so das Gefühl für ein Video. Also ich könnte euch nicht erklären, jetzt im Detail, was es alles braucht, damit es ein spannendes Video wird zum Beispiel oder so. Und dort lernst du halt voll also du lernst ja auch in dem Sinne die theoretischen Sachen oder nur schon so Details wie animieren, so das kann ich nicht. Und das ist halt für das Video zum Beispiel mega geil, wenn man das kann. Voll, darum, ich habe das Gefühl, es wird so ein bisschen wie meine praktische Erfahrung, die ich jetzt schon gemacht habe, plus dann das Studium, das wird so ein Perfect Match. Das gibt dann die ultra krassen YouTube-Videos und wahrscheinlich auch TikToks. We gonna see. Voll. Darum, ich freue mich eigentlich mega. Aber ich bin auch gleichzeitig aufgeregt. Genau, das ist das, was in meinem Leben so aktuell ist. Es hat mir gerade irgendwie einfach gut da, das Ganze von der Seele zu reden, auch wenn es jetzt nicht mega crazy ist. Aber ich weiß nicht, ich kann mal so mir schreiben, wie ihr das findet, wenn ich jetzt auch mal so von mir erzähle, was mich gerade so beschäftigt, was gerade so in meinem Kopf abgeht. Ich habe mich jetzt wirklich gefühlt, als würde ich so eine Memo für meine Kollegin machen, so ein Live-Update, was mich gerade so beschäftigt. Ja, eben wie gesagt, schreibt auf Instagram, wie ihr das so findet. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich grundsätzlich schon nice, eben wenn es so ein Grundthema gibt, aber wie heute habe ich irgendwie so viel zu fest danach gesucht, habe ich gefunden, dass es nachher irgendwie, weiß auch nicht so flüssig irgendwie das Thema gekommen ist. Ich weiß nicht, weil sonst ist bis jetzt immer bei allen Podcast-Themen ist immer so, ich weiß nicht, es ist einfach so da gewesen.
das Thema. Weißt du, wie ich meine? So. Aber ja, ist ja vielleicht auch einfach mal nice, so ein bisschen random zu talken. Ich hoffe, euch hat der Podcast gleich gefallen. Und I'll keep you updated, wie es jetzt in Zukunft wird sein. Nächste Woche im Strafaufenthalt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Vergesst nicht, mir unbedingt 5 Sterne geben in meinem super crazy geilen Podcast. Cool. Ja, und ich glaube, man kann auch Kommentare schreiben. Das finde ich so geil. Das ist irgendwie neu auf Spotify. Früher haben wir das nicht können. Also eben, ich könnt gerne eure Gedanken zu dem Ganzen in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört. Und ich wünsche euch jetzt noch eine ganz schöne Woche und einen guten Tag. Bye!